8 Uhr morgens in Moosfürth auf dem Zollnerhof. Seine Colorado-Tanne wird heuer der Christbaum in der Wallersdorfer Kirche. Ausgesucht hat ihn Kirchenpfleger Helmut Jakob. 5 Meter breit. Schneiden tut es nicht mehr. Und wichtig ist, dass es nicht zu kalt ist. Weil wenn es zu kalt ist, dann kann es ein Problem werden beim Einbringen in die Kirche. Wenn die Äste dann so hart sind, dass uns die Äste brechen. Dann hat meine Mutter, die ja voriges Jahr verstorben ist, Helmut versprochen gehabt. Da war er noch ein bisschen zu klein. Und dann ist er heuer gekommen und dann habe ich gesagt, ja natürlich, die Zusage ist da. Also ihr kriegt den Baum für die Kirche. Warum war das der Mutter so wichtig? Die war also sehr christlich und irgendwie hat sie auch immer gefallen, wenn im Wojersdorf der schöne Christbaum drinnen steht. Und dann war es ihr einfach wichtig, dass wir vom Zollnerhof auch mal einen hergeben. Die erste Herausforderung, nur für Schwindelfreie. Ein Mann muss fast bis an die Baumspitze, um ihn an den Kran zu hängen. Mit Erfolg. Wie schwer schätzen, dass der Baum ist? Ich schätze auf 900 bis 1100 Kilo. Also knapp eine Tonne, schätze ich mal. Die nächste Schwierigkeit: Der Riese muss vorsichtig auf einen Hänger manövriert werden, ohne dass die Spitze bricht. Und ab ist sie. Die schlechte Seite in Anführungszeichen liegt unten, damit wir nichts kaputt machen. Und die Spitzen ist aber schon abgebrochen, oder? Das macht nichts, das kaschieren die schon. Passt er überhaupt rein in die Kirche? Die ist 11 Meter hoch. Ja, schon 9,30 Meter. Ich habe die Jahresringe jetzt noch mitzählt. Ungefähr, ich hätte jetzt gesagt, ungefähr 30 Jahre ist der Baum alt. Wir müssen ungefähr wissen, wie lange das einer braucht, dass gleich wieder ein paar Bäume abpflanzen. Wir brauchen die nächsten 50 Jahre auch wieder Bäume. Mit ihrer Trophäe geht es in das 3 Kilometer entfernte Wallersdorf. In dem kleinen niederbayerischen Markt in der Nähe von Landau wird seit 50 Jahren in der Kirche St. Johannes ein gewaltiger Christbaum aufgestellt. Ein abenteuerliches Unternehmen, das genauestens durchgeplant ist. Schäden passieren trotzdem. Und auch dieses Jahr wird es nicht ohne abgehen. Das Christbaum-Team wartet bereits ungeduldig. Eine abgebrochene Spitze, das hatte man schon öfters. Wichtiger ist der Blick auf die Breite. Wie passen 5 Meter durch die 1,5 Meter breite Türe? Gleich eine. Haben wir noch die ganzen Jahre eingebracht. Der geht schon rein. Ob man ihn so entspannt die 20 Meter bis zum Hochaltar bringt? Ein selbstgebautes Wagerl, Muskeln und ein Flaschenzug. So soll's klappen. Warte mal, stopp. Warte mal, schauen wir hinten raus, ob der so schief liegt. Sie sind der Pfarrer, oder? Ja, ich bin der Pfarrer hier. Das ist eine gefährliche Aktion, oder? Jetzt ist es so, dass immer die Gefahr besteht, dass er bricht. Und dann braucht man immer einen Ersatzbaum. Der stünde jetzt hier heute nicht weit weg. Also Das ist aber vernünftig. Es kommt nicht allzu oft vor, dass er bricht, aber man muss immer schon vorbereitet sein. Jetzt haben wir verloren. Helmut, passt schon. Nicht zimperlich quetschen die Wallersdorfer ihren Baum immer weiter durch die enge Tür. Tiefenentspannt bleibt Günther Johann, auch wenn es noch so kracht. Das geht doch nie, oder? Der ist gleich erinnert. Kraft ein bisschen, aber der ist gleich erinnert. Der ist so flexibel, der Baum. So ein Spektakel, scheint sich der heilige Antonius zu denken. Seine Kirche, wird sie unbeschädigt bleiben? Die Bank hat sich gelöst. Und wenn wir weiter, dann bricht man die Bank ab. Die müssen wir dann nicht weg, nicht wieder reparieren. Wie letztes Jahr. Okay, weiter.
So viel Kirchenbesuch haben wir eh nicht mehr, dass es auf die Bank drauf zusammenkommt. Scherz. Mit niederbayerischer Dickschädlichkeit geht's weiter. Die Bänke festhalten und sich reinsetzen hilft. Das Schlimmste ist geschafft. Von den 30 Wallersdorfern sind viele über 20 Jahre dabei. Heuer ohne Maske in einer 2G-Veranstaltung. Bei manchen helfen schon die Söhne mit. Das wollen sie nur beweisen. In ein paar Jahren dürfen sie es ja dann noch herstellen. Während im Altarraum geschwitzt wird, repariert man schon fleißig am Kircheneingang. Gott sei Dank sind viele Schreiner, Elektriker und Mechaniker dabei. Vorne spitzt sich die Lage weiter zu. Ja, das haben wir schon vorbei. Das Schwierige, dass man den Altar, den Altar mit nicht den Weg treffen. Dass man den Altar nicht beschädigt. Weil der Baum hat recht sehr viele Äste. Und wenn wir ihn jetzt normal raufziehen würden, dann schieben wir den Altar weg. Und das wäre sehr ärgerlich. Ist euch das schon mal passiert? Nein. Die Bänke ja, aber den Altar haben wir noch nie verschoben. Gott bewahre. Der ist alle passen da auf. Vorsichtig geht es an den Altaren vorbei. Die braucht man schließlich noch für Weihnachten. Normalerweise sind links und rechts bei den Seitenaltären kleine Christbaum gestanden. Und damals muss dann der Pfarrer Schmidt unter Vorbehalt, was ich gehört habe, gesagt haben, also die Krücken stellen wir da nicht hin, Anführungszeichen. Wir brauchen einen gescheiten Baum. Und dann haben sie eben überlegt und sind auf die Idee gekommen, hinter oder im Altarraum dann ein bisschen einen größeren Baum aufzustellen. Anfangs war der Baum nur 5 Meter hoch, aber die Wallersdorfer packte schnell der Ehrgeiz. Ihr Christbaum, der bis zum Gewölbe reichen muss, wurde bald ihr Wahrzeichen, auf das sie besonders stolz sind. Vor dem Hochaltar bringt man den Stamm in die richtige Form für den selbstgebauten Christbaumständer. Die Baumspitze hängt inzwischen an einem Seil im Kirchenschiff, an dem 2 junge Männer im Speicher ziehen. Verbunden ist man durch eine Funkstrecke. Gut auf, kommt zu mir hoch, bis es so gestoppt. Ich glaube, dass der fast passt jetzt. Das Einweisen, gar nicht so leicht, wenn alle mitdiskutieren. So klar ist der gar nicht, gell? So klar ist der gar nicht. Gefällt euch? Ja, super. Wenn das noch um 90 Grad dreht, Genau. du meinst, wie schön das da ist? Ah, der hat also eine richtige schöne Christbaum. Schön dick. Saubere Servietten hat er. Sobald der Christbaum steht, kommt das Gerüst vom Wallersdorfer Malermeister an. Natürlich kostenlos. Und auch die Elektriker haben schwer zu tun. Sie müssen alle 70 Lichterketten mit über 1000 Birnen testen. Laut ist es für heilige Ohren, aber dafür sind die Wallersdorfer Männer schnell fertig. Denn die Brotzeit ist da, die ein edler Spender einfach so vorbeigebracht hat. Oberhalb von der Sakristei sind die Regale voller Weihnachtsschmuck. Große Kugeln, Strohsterne von den Landfrauen und Holzsterne von einem Wallersdorfer Rentner. So viele, dass man zu zählen aufgehört hat. Wie wird man jetzt eigentlich zum Chef vom Christbaumschmuck? Wir? Das kommt von selber. Da wird einer gesagt, du kümmerst dich darum und schon bist du der Chef. Und wenn du nicht Nein sagst, dann bist du das. Also macht da gar keinen Spaß, oder was? Ja. Dann darf ich es nicht machen. Ob er nach 3 Tagen und 300 aufgehängten Kugeln anders denkt? Heute ist Endspurt und der Chefaufhänger kommt ganz schön ins Schwitzen. Ich hab keinen Ast. Der Anschaffer, der Malermeister, kennt keine Gnade. Da gibt es nur einen großen Stern. Na, da nicht, da haben wir ein wenig her. Ja, links. Da wo die Kugel jetzt gerade eingehängt habe. Ja, Rot und Gold müssen harmonieren und keine Löcher darf es geben.
Nur wer weit weg steht, kann das Gesamtbild richtig einschätzen. Ob der Kirchenpfleger zufrieden ist? Und nächstes sagen wir, eigentlich damit gerechnet, dass schon lange fertig sein müssen. Wo ich gesagt habe, habe ich 3,3. Und das ist 3,2, passt. Das ist jetzt gerade noch das Letzte. Hast du schon manchmal verflucht, dass ihr so einen großen Baum habt? Jein. Wie gesagt, das kommt drauf an, weil wir haben einen großen Baum, der hat wenig Äste, dann ist es schlecht, weil es dann viel Arbeit ist. Aber wenn er so wie heuer, ist er wirklich einwandfrei. Schmückst du eigentlich daheim auch einen Christbaum? Ja, aufgrund dessen muss ich daheim auch schmücken. Ach so, warum? Die Frau sagt, wenn du es in der Kirche machen kannst, dann kannst du es zu Hause auch machen. Mittlerweile ist auch der Herr Pfarrer wieder da. Was ist das für ein Bild? Was meinst du, das sein kann? Januar 87. Ja. Ich weiß es nicht, bitte. Habt ihr da geheiratet? Vor dem Christbaum? Ja. Auf jeden Fall können wir wieder sehr zufrieden sein und es ist ein schöner Jubiläumsbaum. Viele empfinden das dann so, wenn man dann zum Stille Nachtlicht ansitzt und der Christbaum erleuchtet ist und das Licht in der Kirche aus. Es gibt, weiß ich nicht, wie ich das erklären soll, aber innen drin noch mehr so eine bestimmte Ruhe und die wirkliche Konzentration dann auf jetzt ist Weihnachten. Ein großer Baum für große Gefühle. Das leisten sich die Wallersdorfer, die fest daran glauben, dass man Hindernisse am besten gemeinsam meistert, um ein richtiges Weihnachtswunder zu schaffen.